Moin und willkommen bei mir machen den Punkt. Ich bin Claudia, eine Schülerin von der Deuxième aus dem Lycée Robert Schumann. Wie ihr wisst, sind den 9. Juni Europawahlen. Und dafür haben wir heute Madame Kolte bei uns, Vertreterin von der EU-Kommission heute zu Lützeburg, für das Thema europäische Politik zu schwatzen. Merci, dass ihr heute hier seid. Ich so nicht, merci. Madame Kolte, wie schon erwähnt, ihr seid aktiv in der europäischen Politik. Wie kommt ihr überhaupt dazu, dass ihr euch engagiert habt? Also ich bin am Anfang nicht politisch aktiv, aber meine Arbeit ist am Anfang dafür zu sorgen, dass die europäische Politik, wie sie zu Brüssel gemacht wird, besser verstanden wird von den Leuten. Ich war schon seit langem interessiert an der Europäischen Union. Das hat angefangen auf der Uni, wo ich Jura studiert habe. Und da habe ich direkt von Anfang an immer probiert, all die Fächer zu holen, die etwas mit der EU zu tun hatten. Weil ich war immer interessiert, für in anderen Ländern zu reisen, mit anderen Leuten Kontakt zu haben, aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen, sodass das dann am Anfang einen ganz natürlichen Werdegang war, dass ich an meiner Jurastudie wirklich den Fokus auf EU-Recht gelöst habe. Ich habe zu Straßburg studiert, was reputiert war für EU-Recht, und dann nach EU dran gehangen zu London, wo ich auch just EU-Recht gemacht habe. Und dann bin ich zurückgekommen auf Lützeburg und ich 5 Jahre als Advokatin geschafft und ich aber weiter nichts mehr mit der EU zu tun gehabt. Und das hat mir da gefehlt. Und dann habe ich eigentlich gesehen, dass sie eine Annonce geschaltet hatten am Wort für neue Leute zu finden, die auf Brüssel arbeiten gehen, für dort Repräsentation permanent von Lützeburg bei der EU zu verstärken, en vue von einer Präsidenz von Lützeburg. Und dann habe ich gedacht, bon, ich probiere es mal. Und dann habe ich dann meine Demande gemacht und es sind noch geholfen. Das war 2004. Da hatte ich schon angefangen, ich hatte einen Kontrakt von 20 Monaten, wo ich sollte dann da handeln, helfen, die Präsidenz zu präparieren und noch während der Präsidenz dann die Equipe zu verstärken. Und finalement, wie die Präsidenz dann bis rüber war, bin ich gefragt, ob ich nicht da bleiben will, für den Volley Santé Sécurité Sociale aufzusichern. Und habe ich da ja gesagt, und da war ich schlussendlich 10 Jahre da. Und war ja am Anfang 20 Monate geplant, und da war ich 10 Jahre da, wo ich da wirklich voll am Herzen vom Geschehnis war, schon all die zusammen mit anderen Ländern geschafft, für gemeinsame Positionen auszuschaffen. Ich habe all die mit der Kommission geschafft, damals schon, auch noch mit dem Europaparlament. Weil wir haben ja dann probiert, immer in den Akkord zu finden, ob Direktiven und Reglementer, sodass ich da wirklich ganz viel gelernt habe, was bedeutet das eigentlich alltäglich für Europa zu schaffen. Das habe ich dann 10 Jahre gemacht und dann bin ich zurück auf Lützeburg gekommen, da war ich am Ministère de la Santé und da war ich der Chef von dem Departement für europäische Sachen. Das habe ich schon weiterhin auch immer den Lien mit Brüssel gehabt, dass wirklich mein Herz schlägt für Europa. Und wie die heutige Position du bist publiziert ging, hast du mich direkt gemeldet. Und ich bin das bis heute auch noch nicht bereit. Das ist Interesse, die kommt während dem Studieren, noch ja, zu Straßburg. Ja, weil für die Messe habe ich Sprachen gemacht, das war, also ich war auf der A-Klassik. Sprachen, mein Hauptfach war Latein, und das hat mir am Anfang nicht ganz viel gebracht, muss ich im Nachhinein so. Und ich war auch effektiv auf Premier, so am Anfang am Mund, wo ich gedacht habe, was müsste ich da ich wollte am Anfang nicht an den Enseignement gehen, da habe ich mich schon nicht gesehen. Und du warst dann so froh, was gehst du studieren? Und du hast dann den Satz, comme le droit mène à tout. Und ich probiere dann mal den Droit. Keine Ahnung, was das war, aber das hat mir aber direkt ganz gut gefallen. Und ich muss sagen, dass die wirklich Studien, die ganz weit am Leben bringen, weil sie effektiv lauter Tieren abmachen. Ich war immer ein guter Jurist, eine Person, die kann klar evaluieren, Sachen synthetisieren und Lösungen finden. Das ist von das, was ich an diesen Studien lehrt. Und das gebrauche ich am Anfang auch nach all das. Das klingt wirklich interessant. Und da gehen wir bei der ersten Rubrik über an der Nachschule. Und du gibst mir informativ und global vorgestellt. Okay. Den 9. Juni sind die 9. Europawahlen. Du hast nicht willen zu gehen, nicht so sowieso keinen Impact, wir sind viel zu klein. Alles stimmt zählt. Die Wichtigkeit vom Land hängt nicht von der Krise auf. Ob die 66.000 Leute können doch nicht tun. Als Mehrspruchigkeit ist ein grosser Vorteil für die Vermittlung zwischen den Ländern. Dieses Jahr feiern wir den 66. Jahrestag von der Gründung von der Europäischen Kommission.
Lützeburg war von den 6 Gründungsländern. Du sagst ja, wir spielen aber eine große Rolle. Wir sagen ewig geht hier. Seitdem sie erst noch dabei kommen. Stopp! Welche Rolle spielt der Lützeburg in der Umsetzung und Gestaltung der EU-Politik? Mal Lützeburg ist ein Kleinland. Dafür haben wir uns gefragt, welche Rolle spielt Lützeburg überhaupt in der EU im Bereich von der Wirtschaft, von der Umwelt und Soziales? Ich gebe mir für die Frohzentrum muss ich ein bisschen noch hingucken. Und zwar, wir sind ein Gründungsland. Ich meine, Lützeburg war seit Anfang dabei. Für über 70 Jahre waren wir von den 6, ich solo mir, weil ich sie noch Lützeburgerin, von den 6 Ländern, die gesagt haben, wir wollen nie mehr einen dritten Weltkrieg, wir wollen keinen Weltkrieg mehr, und wir tun also zusammen, für das eben zu verhindern, an dem wir auch für eine Wertegemeinschaft stehen. Lützeburg wird da direkt modern geschrieben, an Schmengen, da hat Lützeburg die Karte gespielt. Wir sind ein kleines Land, wir sehen die Opportunitäten, die so eine große Gemeinschaft bieten. Das war ein ganz intelligent Lese, also Approche, damals schon an den 50er Jahren, die Opportunitäten zu erkennen, das ist etwas, was Lützeburg auch heute noch immer hat. Als kleines Land sich bewusst sein, dass in solche Ländern nicht ganz viel bewirken kann, aber wenn man sich mit anderen Ländern zusammenschließt, da können die viel mehr führen und auch viel besser führen. Und das weiß die Kommission noch zu schätzen, das ist ganz klar. Lützeburg ist bekannt zu Brüssel als ein Land, das hilft, Brücken zu bauen, Kompromisse zu finden, und auch Facilitateur, weil die wisst, mit 27 Ländern ist es nicht immer ganz einfach, für einen geringen Zweig zu kommen. Und da ist Lützeburg bekannt als ein Land, das einfach konstruktiv und Sachen geht. Lützeburg ist auch bekannt als ein ganz zuverlässiger Partner, weil wir haben hier im Land eine große politische Stabilität noch immer gehabt. Gibt es Koalitionen an der Regierung dann eben andere, aber so zum richtig großen Wirsel, also da war Gewischmenge seit dem Zweiten Weltkrieg nicht kommen, was ja wirklich ganz, ganz begrüßenswert ist. Und das ist etwas, das ist bekannt, ne? Zu Brüssel, Lützeburg, zuverlässig, konstruktiv, fundamental pro-europäisch, gibt der Detail am Land aber auch euroskeptisch Stimme gibt, das ist wahr. Ne? Ich meine, da darf sich auch nicht Gesicht verhüllen. Wir wissen auch heute gibt es Euroskeptiker ganz klar. Aber wenn es darum geht, für neue Instrumente, neue Direktive, Reglemente zu Brüssel zu diskutieren, mitzugestalten oder auch umzusetzen, wissen wir an der Kommission, dass wir können auf Lützeburg zählen. Wenn es mehr konkret um wirtschaftliches Dossier geht, ist Lützeburg bekannt als ein Land, das die Valeur ajoutée von unserem Binnenmarkt ganz klar erkannt hat. Evident, ein kleines Land ist darauf angewiesen, dass man als Grenzen abmachen, abhalten, für dass wir von anderen Ländern beliefert gehen, weil wir ja nicht alles selber können herstellen. Wir sind aber auch ganz interessiert daran, heute zu Lützeburg, dass wir können exportieren und auch das als appréciiert zu Brüssel, dass wir Lützeburg als Land tun, was sieht, wir brauchen einen starken Binnenmarkt, den open ist, wo man kein Protektionismus haben, auch keine Fragmentation. Das heißt, all Land muss an dieselbe Richtung dozieren. Es geht nicht darum, dass verschiedene Länder so, nee, ich will meine Wirtschaft schützen. Das ist klar, das wollen wir nicht an der Kommission. In Lützeburg ist genau auf dem selben Drehbuch. Da schwätzen dann, das ist so der Jargon von Brüssel, vom Level Playing Field. Das heißt, dieselben Konditionen für jeden Verein, ob das ein Kleinland ist oder ein Großland. Am Resümee zwischen Lützeburg und Frankreich soll es dann von keine andere Situation gehen. Dann ist Lützeburg auch bekannt als ein Land, das sich für die kleinen und Mittelentreprisen einsetzt. Und auch das begrüßen wir zu Brüssel. Das ist eine ganz große Priorität von der Kommission für so PME, also Petite et Moyenne Entreprise, müssen unterstützt gehen. Weil das, was viele Leute nicht wissen, dass 99% von all den wirtschaftlichen Operateuren, also sprich Firmen und Gesellschaften, das sind PME, kleine Entitäten. Und da gibt es ja ganz viel halt zu Lützeburg. Und da sind wir an der Kommission darum bemüht, für denen Altmeier zu gehen, dass sie sich gut developieren können auf unserem Binnenmarkt. Wir wollen auch in Zukunft viel Männer
oplaren und die PME stellen, also Manner Formulären auszufüllen, Manner Justifikationen ranzuchecken, für können und Finanzen zu kommen. All das was Lützeburg komplett op der Linie von der Kommission. Und dann, wenn es um die Umwelt geht, hängt natürlich immer von der Regierung auf. Schmengen die all, dass es zwischen der letzten Regierung und der neuen Regierung schon ein paar kleine Änderungen gibt, wenn es um Thema Umwelt geht. Aber wir an der Kommission haben mit ganz großem Interesse den Accord de Coalition durchgelesen und da gesehen, dass wenn es um die Umwelt geht, dann hat Lützeburg da einen pragmatischen Ansatz, wo wir sagen, voilà, wir wollen effektiv als kleines Land dazu beitragen, dass Europa 2050 klimaneutral wird. Wir wollen aber gucken, dass wir pragmatisch dahin kommen, indem wir die Leute mitzählen. Der Premier hat gesagt, wir wollen die Leute nicht nerven, wir wollen sie mitholen. Auch das begrüßen wir an der Kommission, weil effektiv, wenn die Leute zu viele Konditionen müssen erfüllen, für zu der geringen Transition beizutragen, dann voilà, da bringt das keine Mappes, sodass wir das auch begrüßen. Wir wissen noch, dass Lützeburg sich ganz stark ersetzt für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir bis 2050 klimaneutral gehen, weil ohne das geht es nicht. Und das begrüßen wir natürlich ganz stark. Dann hat mich gefragt, wie Lützeburg dann auf dem sozialen, auf der Dimension steht. Da gehe ich als Antwort den Herrn Nicolas Schmidt, der ist für den Kommissar von Lützeburg, den ist zuständig für Sozialrechte. Und das hat den größten Grund, dass für Lützeburg bekannt ist als Land, was darauf großen Akzent setzt. Immer der soziale Dialog ist hier im Land auch wirklich ganz gut developiert und die Leute verdienen hier gut. Sie sind gut geschützt gegen Krankheiten, gegen Ausfall auf der Arbeit, sie kriegen eine gute Pension. Alles das kommt nicht von nichts, da das für Lützeburg sich über die Jahrzehnte dafür angesagt wird. Und sodass Lützeburg als ein von den Ländern gilt, was immer dafür sorgt, dass Europa auf einem sozial ganz hohen Niveau durchsteht. Das heißt, Lützeburg ist am Anfang zu Bresel bekannt für ganz viele Sachen. Gilt Lützeburg dann auch als Beispiel oder als Vorbild? Ja, das kann ich so sagen. Effektiv, Lützeburg wird auch oft betrachtet als so kleine Laboratoire. Wenn die Kommission will neue Projekte testen, da gehen sie oft in Lützeburg rum, können wir das bei ihr testen. Weil wenn es bei ihr klappt, da klappt es doch in Regionen von großen Ländern und da kann ich das extrapolieren. Und so ist effektiv Lützeburg auch so als Vorzeigebeispiel zu Bresel bekannt. Ja, Resümee dann, dass Lützeburg schon eine große Rolle auch als Kleinland an der EU spielt. Absolut, ja. Ja. Und dann kommen wir direkt rüber bei als zweite Frage, und das ist als Rätsel. Und du hast dir mehr persönlich vorgestellt und ja, das ist auch Meinung gefragt. Okay. Schon so etwas. Immer die Diskussionen, die alles betreffen, mir nie mir gefroht. Das ist immer dasselbe mit den politischen Entscheidungen. Ob die Jana das wohl schon gesehen haben? Egal, ob ich so Sachen mit meinen Freunden teilen, für ihre Meinung dazu zu wissen. Oder mit ihnen diskutieren, wir kommen immer auf dieselbe Schluss. Ich habe das Gefühl, es gibt bei Themen, die uns direkt und indirekt betreffen, über unseren Kopf wegdezidiert. Du weinst froh, nicht mich. Inwiefern geht die Jugend an die europäische Politik mit einbezogen? Als Schüler von der DSI haben wir mir gefragt, wie wir uns engagieren können. Was ist Ihre Meinung nur? Also geht die Jugend auch mit einbezogen an die EU-Politik? Ja, geht sie. Ich kann da affirmativ antworten. In der jetzigen Kommission ist etwas ausgeschafft gehen, weil es eben da seit 2019 gibt, weil die heutige Kommission gibt seit 2019, das ist die Jugendstrategie. Und Ziel von der Jugendstrategie war damals schon 2019 für den Jungen mehr Gehör zu verschaffen und auch mehr auf sie zu lauschen. Die Strategie die lebt bis 2027. Seit die Strategie angeholt ist, also aber etwas geschieht, was das Leben von den Jungen ganz viel beeinflusst hat, leider negativ, und das war der Covid. Und das war manchmal für ganz viele junge Leute eine immens frustrierende Zeit. Die Mentalgesundheit hat auch daran gelitten.
Sie konnten hier Schulkursus nicht so aufwickeln, wie sie wollten. Freundschaften konnten nicht so soigniert gehen, wie sie wollten. Wie lauter Frustrationen. Und das wussten sie auch, also ich meine zu Bresel, all die Ideen, die Direktive schreiben, die Reglemente und so weiter. So, wir mussten den Jungen mal ein bisschen mehr gehen, nach mehr vor. Weil das sind die zukünftigen Decision Makers, wie so oft also schön sieht. Und das stimmt ja auch. Ne? Und für die Leute, die jungen Leute nicht zu verlieren, weil wir brauchen sie für als Zukunft, haben wir dann dezidiert, 2022 zum europäischen Jahr von der Jugend zu machen. Und was das bedeutet, das Jahr, wir kreieren Plattformen, wo die jungen Leute sich besser können ausdrücken, dass sie sich eben können Gehör verschaffen. Und da war eine extra Online-Plattform geschaffen, in dem Moment, wo ihr kommt, singen Nachrichten, singen Messagen hinterlassen, geht es auch immer. Zum Beispiel, ich selber an meiner Equipe mir ganz viele Evenementen organisiert an dem Jahr für die Jungen mir eine wichtige Rolle zuzugestehen. Wir haben auch eine extra Ausstellung entwickelt, die durch Lycéen gereist ist, für an über Europa, für den Jungen Europa mitzubringen, für ihn noch zu weisen, was bringt Europa ihr eigentlich? Durch den Erasmus, das Programm kennt hier für ihn, da gibt es aber auch noch den Discover EU, das ist ein Programm, wo man kann, wenn ihn 18 Jahre hat, gratis durch Europa mit dem Zug fahren, muss ihn sich aber melden, ne? Das muss ich noch ein bisschen zugehen, das ist klar. Lauter der Sachen gibt noch extra Programme, für sich als Benevol anzusetzen am Ausland. Und voilà, so gibt lauter Initiativen für die Jungen, mir eine große Rolle zuzugestehen. Und wir haben noch einen Kurs drauf gelöscht, an dem wir am Januar den sogenannten Youth Check angefordert haben. Aber das von der Kommission neue Direktiven ausschafft, die Jungen betreffen. Da wird geguckt, was das eigentlich der genauen Impact für die Jungen ist. Ist das wirklich an ihrem Interesse oder könnten sie auch Negativkonsequenzen davon drohen, wenn man den Text so auf den Tisch legen, wo man normalerweise süß und an Wurzeln denken. Da kommen wir überlegen, auch für das man einen Text auf den Tisch legen, den den Jungen auch etwas bringt. Und das betrifft besonders neue Initiativen im Bereich fundamentaler Gesundheit, von Education, von Gleichberechtigung, von Inklusion, all diese Sachen. Da guckt man viel mehr präzise drauf, was das für die Jungen eigentlich bedeutet. Dann also am Januar annonciert gehen, dass wir mehr Dialoge machen zwischen den Jungen und Kommissären. Also das sind dann die wie man Nicola Schmidt zum Beispiel oder all die anderen Kommissären, die für die verschiedenen Bereiche zuständig sind von der Kommission. Das wird gefördert, es ist eine neue Plattform, die ist auch online kreiert gehen für Jugendorganisationen mehr Port zu gehen. Und da ist eine ganz große Rolle für das Jugendparlament, zuletzt wo die Jugendrat, die können sich da aktiv mit abbringen. Dann hat Nicola Schmidt auch diesen Monat war das eine neue Initiative in der Brit für das Stagen besser remuneriert gehen. Also dass die mal bezahlt gehen und dass die auch wertgeschätzt gehen. Weil viele Junker gehen an den Stage, kriegen keine Suchen und das soll nicht der Fall sein, weil die bringen wirklich eine wertvolle Arbeit mit und die soll auch dann remuneriert gehen. Der Initiativen haben wir lauter, weil es geht da immer mehr. Und wir haben auch, das ist ganz neu, eine neue Jugendwoche angefordert. Die fängt an den 12. April, während einer Woche, also ganz geschwind, nur der Ostervakanz. Und da gibt es als Thema europäische Demokratie an Europawahlen, obviously, an den Vordergrund gesetzt. Und da will man dann mit den Jungen noch mehr ins Gespräch kommen, was halt ihr dann von Europa, wie es ist, was wünscht ihr euch von Europa auch in Zukunft? Ja, also für die jungen Leute mehr soll ich so ein Matspruchrecht zu gehen, weil sie haben viel mehr zu sagen, wie viele Leute das meinen. Also ich bin ein großer Fan von jungen Leuten. Das ist etwas, was ich von Anfang an wollte. Immer mit noch 4 Rollen an meiner Arbeit für die Kommission. Und ich meine schon dadurch systematisch gemacht, auch schon 4 europäische Jahre von der Jugend. Und ich schon immer, wenn ich als Reunion mit jungen Leuten komme, ganz viel mit davon gedrohen, am positiven Sinn. Und die EU, die sieht auch aktiv den Diskurs mit den Jungen, die Meinung wird auch wertgeschätzt. Absolut, ja, nee, wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtig.
Mal da komme direkt zu unserer Laster froh, das ist ändert der Loop, das ist ein mehr kritisch froh. Wann mir Norrichte kucken, bemerke mir, dass immer mehr Leute rechtsextrem weiter vertreten. Mit AfD an Deutschland gewannen immer mehr Rechtsextremparteien an Europa und Stimmen. Wie das sich Geschichte nicht wiederholt, fand mir wichtig, darüber zu schwatzen. Was löst aus, dass der Rechtsextremismus an Europa zuhält? Heute zu Lützburg gehen Rechtsparteien immer mehr stark und das nämlich geschieht auch in anderen EU-Ländern, Deutschland gerade genannt. Wie erklärt dir diesen Abschwung? Ja, das ist effektiv ganz besorgniserregend. Die Tendenz, ich habe letztes Jahr gelesen, dass von 27 Ländern, wo in der Ursprung, wo die rechtsextreme Tendenz irgendwie etwas zu tun hat mit der Gouvernancepolitik. Das ist ja wirklich gar nicht gut, das geht absolut nicht an die richtige Richtung. Und da muss man etwas dagegen machen. Also ich meine, besonders die jungen Leute sollen darauf aufmerksam gemacht gehen, dass das an die falsche Richtung geht, wie ich gesagt habe. Das ist nicht nur in Europa ein Problem, das ist weltweit ein Problem. Wir sehen das an unserem tagtäglichen Leben. Das hat viele negative Konsequenzen, angefangen mit einer Polarisation. Die Parteien, die vom rechtsextremen Bord sind, die probieren, die Gesellschaft anzudehnen an zwei Blöcke. Erster Block, das sind sie, zweiter Block, das sind die anderen. Das ist ganz schlecht, weil das übt auch Druck aus auf unsere Kohäsion, also auf den Zusammenhalt von unserer Gesellschaft. Und die Kohäsion, das ist ein wichtiger europäischer Wert. Das ist ein wichtiger europäischer Valeur, und der wir hängen. Dann eine andere Konsequenz von der Tendenz, dass natürlich die Minoritäten von ihnen nicht respektiert gehen, dass viel Diskrimination von ihnen ausgeübt wird. Wir haben auch verstärkt Encouragement zu Hate Speech, das gesagt ihnen auf Internet. Da muss ich ganz kritisch dran gehen, auch vor allem die jungen Leute, die auch viel Zeit auf den sozialen Medien verbringen, den etwas liked oder shared, evaluieren. Was ist das da eigentlich? Und auch mal den Message bis ganz zum Schluss lesen, besonders auf Instagram oder Facebook oder TikTok. Ich meine, TikTok ist ja der Hauptvektor auch von den rechtsextremen Parteien, wo sie ganz viel hier Messagen an die Welt schicken, weil das geht ganz sehr. Und sie lehnen sich dann aber ganz intelligent an, weil sie holen ein Fett, der wahr ist, also ein Wahrrecht, und sie bauen rundherum ein Narrativ auf, den nicht mit der Wahrheit entspricht. Das nennen die dann nach Desinformation, und viele Leute fallen darauf ran. Ich bin bestimmt doch schon darauf gefallen, ganz klar. Aber das ist ein Phänomen, das extrem große Proportionen anhält. Und wir werden also auch, dass die Phänomen pro Woche vor den europäischen Wahlen noch viel mehr groß geht. Das heißt, abgepasst kritisch sein, weil eben die rechtsextremen Parteien davon profitieren, für als Gesellschaft zu spalten, für so mehr Influenz zu kriegen. Und das fährt man kennt auch der Fall gehen, nur den Europawahlen, wenn wir da mal Bulletin auszählen, wo könnte davon ausgehen, dass die Rechtsextremen auch mehr Gewicht am Europaparlament kriegen. Wir wünschen uns das natürlich nicht, aber wir können das aber nicht ausschließen. Aber was bedeutet das konkret? Das ist ziemlich besorgniserregend effektiv, dass von der Kommission noch eine neue Proposition auf den Tisch legt, eine neue Direktive, da geht die bei der Rot und auch an das Europaparlament. Die muss ja dann hier in Avis aufgehen. Und dann mal angeholt, die Rechtsextremen, die am Europaparlament mehr großes Gewicht kriegen, da kriegt die Kommission nicht viel mehr schwer, für die Proposen durchzukriegen. Das heißt, die können sich dann zusammen dienen am Europaparlament und mehr eine Majorität aufbauen gegen den Text von der Kommission. Und das wäre wirklich gar nicht wünschenswert, weil da kriegen wir als Prioritäten nämlich durch. Und die Prioritäten, das sind die Prioritäten, für die Europa steht. Das heißt, eine Gesellschaft, wo ihn als Mensch am Mittelpunkt steht, wo Demokratie am Mittelpunkt steht, als Werte, Meinungsfreiheit, der Respekt für andere Leute, Inklusion, all das ganz wichtige Sachen,
wo man wissen, dass die Rechtsextrem das nicht mit drohen. Sie hat über diese Information geschwart, benutzt die Rechtsparteien auch Social Media aktiv für die Jungen bis sie zu influenzieren. Nicht nur ein bisschen, allerdings ganz viel. Und sie sind auch relativ gut dran, das muss ich schon so, und sie sind sich eine Experience angeeignet. An andere Länder vielleicht mehr wie hier zu Lützeburg, aber sie wissen ganz genau, wie sie mit den sozialen Medien können umgehen für die Leute zu influenzieren und zu manipulieren. Ich meine, das Wort kann ich wirklich benutzen. Und so eben auch Großmassen für sich zu gewinnen. Und da geht das mit den sozialen Medien natürlich ganz schnell, weil, wie ich so liken, sharen, das geht hopp an ein paar Sekunden. Und so hält das dann eben leider zu. Dann muss ich noch immer aufpassen, was ihn dann noch im Internet liest. Ja, das wäre wirklich ein Aufruf von mir und all die Leute, die hier nullstellen, kritisch sind und auch mal sich Zeit holen, für sich seine eigene Meinung zu bilden. Das ist ganz wichtig. Einmal loslassen, Handy auf Seite, also alles auf Seite, alle Ekran auf Seite und dann Dave rausgehen, was habe ich gerade gelesen, was ist überhaupt meine eigene Meinung zu der Frau, zu dem Thema. Das ist etwas, weil ich sowieso Hannover bis am Berufsleben steht, die ganze Zeit muss man. Alltag muss ich können auf sich selber zurückgreifen, auf seine eigene Meinung, sich seine eigene Meinung bilden, wir können Decisionen zu holen. Ich meine, du kannst nicht früh genug, um da aufhängen, für den Exerzice zu machen, weil das werde ich auch nur am Leben Dinge. Das wird dann noch als Lashfrau schon gewirrscht. Wir sind echt merci für diesen flotten Diskurs, das war wirklich interessant. Ich sage dir vielmals merci. Das war doch mit dieser Episode über die europäische Politik. Aber vergiss auch nicht, dir Erdkreuz den 9. Juni zu machen.